Tja, Freunde, der verfluchte Michael begrüßt euch zurück zu Pokémon-Legende Arceus. Warum verflucht? Naja, weil er einfach nie genau weiß, was ich hier machen soll mit Team und den ganzen Folgen und es ist einfach immer so viel und dann kommt es nicht hinterher und will sie dies und jenes machen, kann was dazwischen. Naja, aber von dem her gesehen eigentlich nichts Neues. Also Leute, wir sind hier hinten, mal ganz kurz gucken, ob ich das nochmal richtig im Kopf habe, notiert habe. Ich wollte eigentlich mit der Hauptstory, Schrägstrich Poststory weitermachen, wo es darum geht, dass wir uns noch um die restlichen Tafeln kümmern. Aber erstmal wollte ich glaube ich noch ein bisschen was einkaufen, war. Oh. Fertig? Kleidung kaufen, Kleidung wechseln. Ja gut, kaufen natürlich nicht so schlecht. Skiomütze selber braucht es eigentlich keine neue. Also von dem her, ich glaube eher mal. Oh, nee, das ist auch nicht so meins. Masken. Ah ja. Eine Sneebel-Maske. Natürlich mit dem Hisui-Sneebel, wa? Pantimi, oh, ja, war ja auch noch. Was sind sonst noch so? Stirnband. Kopftuch. Nee, ich suche eine Art Maske. Wintermütze. Das soll jetzt schiefergrau sein, wa? Na naja, gut, komm. Kaufen wir das trotzdem mal. Nee, dankeschön. Passt auch zu unserem Winteroutfit. So, hier, sowas. War eine Ninja-Maske mal. Würde zum aktuellen Outfit sehr gut passen. Schiefergrau. Ja, ich bin schief und auch ein bisschen grau, von dem her passt's, ja. Hut mit Sackenkrampe? Nee, aber kein Bock drauf. Alltagsoberteil, festliches Ding. Hier haben wir auch schon ein paar Dinge gekauft, wo ich mir gesagt habe, ja, passt soweit. Andere passen weniger. Natürlich auch die Alltagshose. Kommen wir mal hier noch einen in Grau. Ich glaube, hier haben wir gar kein Alltagsoberteil. Ne, noch nicht, war. Okay. Also mein, das Set muss natürlich schon passen, war. Oh, jetzt haben wir es natürlich noch angezogen, super. Wir sitzen hier, Ninja-Anzug. War eigentlich halt schon ein, aber okay. Von den falschen. Banditengewand? Ne, war auch nicht. Wie sieht's denn hier mit den Sandalen aus? Geta-Sandalen? Ne, hier kann irgendwie etwas besseres. Zori-Sandalen. Habt ihr irgendwie auch normale Schuhe? Winterstiefel. Habt ihr den auch schon mal gehabt? Halbstiefel. Oder Halbschuhe. Was? Perlstiefel? Diamantstiefel. Oh, die sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus in der Kombination. Obwohl, andererseits doch. Ninja-Sandalen. Na gut, das sehen wir, wenn es hier nichts Besseres gibt, dann kann man das Set. Oder, warte mal, irgendwie. Die Schwarzen sehen ja auch doof aus. Vielleicht was Passendes zum Gurt. Ockergelb, nicht das ganz gleiche. Scharlachrot. Türkis. Extravagante Sandalen, was? Ah, nein. Okay, Ninja-Sandalen, wo waren die? Schiefergrau. So, tun uns mal ein richtiges Ninja-Outfit an. Sonst noch irgendetwas Tabi-Schuhe. Was? Du bist auch ein bisschen Tabi. Ne, dankeschön. Und Winterstiefel nochmal. Okay. Hier will ich eigentlich momentan nichts. Wobei eine Schneebrille wäre gar nicht mal so schlecht. Ich hätte jetzt aber gerne mal einen Blaugrau. Sonnenbrille theoretisch wäre ich dabei, aber ganz ehrlich, das sieht in der Kombination dann so scheiße aus.
So. Ja, das Outfit hat was. Aber die Haare gefallen mir nicht mehr. Oh. Meine Nase juckt. Oh, Verzeihung. So. Ich habe mir zwar stumm geschaltet, also hoffe zumindest. Weil meine Shortcuts spinnen zum Teil ein bisschen. So, gerade warum? Okay, mach es dir bequem. Dankeschön. Ja, nee. Das wirst du nie erleben in keinem einzigen Videospiel, wo ich sage, jo, geschoren steht mir. Never ever. Mittelscheitel. Gut, den kann ich mir auch selber ziehen, aber... Seitenscheitel. Dann doch lieber nicht Mittelscheitel. Extravagant. Also sind runtergerutscht. Hilfe. Sehe ich aus wie Son Gohan in der in Dragon Ball Z in der Namek-Saga. Nee. Extravagant. Das erinnert mich irgendwie... Also ich finde, es sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber es erinnert mich irgendwie an eine Figur aus Ninjago, glaube ich, war? Lego Ninjago. Gewählt. Nein, Hilfe. Deine Stachelhaare. Ja, komm, machen wir zum Super Saiyajin. Also im Prinzip nur ein bisschen stylen. Schneiden muss ich dann nicht großartig was. So, fertig. Sieht gut aus, oder? Jetzt auf die Kopfbedeckung darüber. Ja, eigentlich ist nur die Maske. Ihr wisst ja, überall Covid da unterwegs. Da muss natürlich eine Maske drauf. Einfach eine stylische Maske. So, Freunde, das sieht doch schon mal richtig schnieke aus. Und ja, wie bereits erwähnt, wir sind noch mit der Mission hier unterwegs. Mondgrußfeld, da heißt es geht zu Cresselia. Und ich überlege wieder ein neues Team zu nehmen. Wobei nur ein bisschen zu modifizieren. Sneebar ist im Kampfgiefer noch dabei. Wir haben Galagladi. Das ist Gedanken gut drauf, das ist nie verkehrt. Das soll wohl nur nochmal noch die Attacke meistern mit Gedankenguten Energieball. Ich würde gerne mir überlegt, statt Galagladi. Also mein Galagladi macht eigentlich schon einen guten Job und so, aber ich nehme ab und zu was anderes rein. Ja, Lucario generell sofort. Wäre ich dabei, aber von Typen her und so. Ich meine, jetzt habe ich mal Sneeboss vorerst drin, mal gucken. Wir haben ja noch Magnezone. Ich kann mal gucken, wir haben Tonupto und Vulnon, die speziell sind. Ne, in Polen auch noch, stimmt. Und Ursaluna und Sneeboss sind physisch. Aber in dem Spiel, also physisch im Sinne vom Angriff statt Spezialangriff, ist jetzt in dem Spiel eher irrelevant. Der Impuls Eisstrahl, Hydropumpe, Refugium. Ich finde das Refugium generell schon ein geiler Move und Viscongan selbst auch ein cooles Pokémon. Team selbst ein bisschen was anderes. Panferno rein. Nee. Togekiss, Mammutel. Wir haben schon Eis-Pokémon im Team. Voltec, ja gut, Donnerschlag, Haut rein, Feuerschlag, Eissieb. Nur Steinhagel ist ein bisschen das Problem. Da fragen kann, warum, aber er lernt halt auch kein Erdbeben, kein Kreuzzieh, das heißt, für eine Voltic ist hier eigentlich echt scheiße. Im Spiel Piondragi hat so Genüge getan, Knackrak. Ja, braucht man Drachenpokémon hier im Spiel, das ist so eine Frage. Beim Drachenboden, wenn es zumindest irgendwie sowas Cooles wäre wie Viscogon. Mit Stalldrache, okay, aber so. Gardevoir natürlich, mit Psycho-Fee, obwohl ich schon ein Feenpokémon im Team habe. Oder halt auch wieder Psyana, mit Psychokinese, Spukball, Zauberschein, Gedankengut. Wäre halt Monopsycho, wa? Ich nehme mal Gardevoir rein, aber einfach mal zum Testen, weil wir es noch nie eingesetzt haben. Ich bin doch sehr daran interessiert, mal Psyana mitzunehmen. Aber bevor wir das Spiel abschließen und die Story.
Und doch, generell das Spiel eigentlich doch. Ich glaube sowieso nochmal das Team ein bisschen switchen. So, den dahinter gehen noch nicht, aber keinen Bock drauf. Bei hinten können wir noch ein bisschen was kämpfen, das machen wir dann später. Wähle ein Pokémon. Trainiere weiterhin fleißig, hä? Oh, nein. Nicht normal beibringen, ich will meistern. Sehr gut, sehr gut. Noch irgendwie helfen? Ja, nochmal meistern. Ne, da haben wir schon. Im Team selbst eigentlich relativ viel. Ich würde bei Ursaluna gerne noch was machen. Meinst du, die Elementarschläge? Naja. Ich glaube, wenn schon mal alle ein bisschen meistern, war die können sich immer wieder ein bisschen ändern. So. Der Meistersamen selbst müsste ich noch genug haben. Oh nein, Huhe, sagt sie ja. Also ich glaube zumindest, dass es eine Frau ist. Vielleicht ist sie auch genderneutral oder so, keine Ahnung. Das kann man nicht riechen. Sherox. Käferstahl. Ja, ich überlege tatsächlich, ob ich Sherox nochmal ins Team nehmen soll. Hat schon Käferstahl. Hat so viel Resistenz bis auf Feuer halt, aber in Polen natürlich auch noch. Der Stahltyp. Ich habe das Gefühl, in dem Spiel gibt es so viele Stahl-Pokémon. Auch Viscogon und so, obwohl ja Stahl in dieser Zeitlinie, naja, eigentlich eher seltener sein sollte. Andererseits in meinem Pokémon mit Lucario und auch Sherox mit dem Stahltyp, der ist ja nicht unbedingt so für die Defense gedacht, war. Beim Angriff ist auch so eine Frage für sich, aber egal. Ich quatsche mal zu viel. So, oh, Psyana. So ein cooles Pokémon, finde ich. Ich muss echt mal hier mal noch ein Team zusammenstellen, was eigentlich nur auf meinen Präferenzen beruht. He? So quasi die Pokémon, die ich hier habe und davon meine Lieblingsversionen. Oder Lieblings-Pokémon halt. Ah, schade, gibt es kein Glurak, ey. Mein absoluter Liebling gibt es ja nicht. Keine Kanto-Starter. Weiß einfach, ehrlich, Glurak gab es im letzten Spiel eigentlich immer wieder. Insofern verstehe ich schon, warum es mal das nicht gibt. Ich frage mich natürlich bei neuen Editionen Scarlet und Violet, die mittlerweile, glaube ich, schon raus sind, wenn die Folge hier kommt, ob es dort dann anders ist. Also, ja, ob es ein paar Kanto-Pokémon gibt, eben auch so wie Glurak und so. Oder ob es sie dort gar nicht gibt, weil eigentlich wäre es auch nötig, da wir sie in Schwert und Schild schon haben. Nur Schwert und Schild, naja. Also nicht unbedingt so meins. Soll ich nicht eigentlich mal noch ein paar Dinger kaufen? Wo war er? Hier. Nee. Das Essenszutaten, der hier. Okay, noch ein in der Box. Den habe ich mehr als genug. Eisenbrocken waren natürlich auch ein paar.
15 klingt schon mal hervorragend. 27, nehmen wir noch 40. Okay, nehmen wir noch ein paar von denen. 32, ja, ich glaube, das müsste reichen für eine Weile. Es kann verkauft werden, die Frage ist, wie viel. Natürlich jetzt nicht mehr haben, sind diese dämlichen Holzdinger. Kann die eigentlich irgendwann noch kaufen bei irgendjemandem? Kann ich jetzt nirgendwo kaufen, offenbar. Schade, da könnte ich halt irgendwo kaufen. Nee, tatsächlich nicht, wa? Krass. Ich hätte es nicht gedacht, Freunde. So, wie viel gibt es jetzt dafür? Wow, 1000. Das ist ja voll gelohnt, Alter. Schwarzglanzstein, okay, kann ich ablegen. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg, was würde ich sagen. So. Wir haben die. Mal gucken, was es hier für neue Pokémon gibt. Eben, ich brauche noch ein paar. Ich glaube, dass irgendwie ein Porygon auftauchen dürfte. Wobei, wir haben gesehen, so einen massiven Auflauf ist ja auch schon mal ein Bautz aufgetaucht. Und Bautz tauchen hier sonst nur in diesen Raumzeitverzögerungen auf. Also wäre Porygon theoretisch möglich. Wenn ich halt nicht wieder an diese Dinger muss. Die Raumzeitverzögerungen. Und mein Faxo freut sich auch. So, sicher mal cool ist hier drüben Pantimimi. Da wir das auch noch brauchen. Oh, Moment. Ansonsten, am Fax haben wir mittlerweile jetzt so Genüge. Ja, sicher, ist dann so interessant gerade. Aber Pantimimi, immerhin 1. Gehe ich da, ja komm. Fliegen wir schnell so dahin und dann können wir uns nachher noch schnell Cresselia schnappen. Da fehlt noch Regigigas, wa? Oh. Hat auch einen Spaß. Ninja Style. Yeah, Ninja Style. Michael Ninja Style. Yo, Ninja-Rolle. Yeah, man. Hä? Ich dachte, mir hätte jemand gesehen. Da ist ein netter kleiner Stein. Mit Vorname Klein. Also Kleinstein. Hey, Kleinstein, alles geht ab. Hä? Magst du mich nicht oder nicht? So unhöflich. Nein, kein Walzer hier. Hier wird nicht gewalzt und nicht gebalzt. Hier wird nur krepiert. Ein bisschen brutal, aber so ist das Leben. Dass dieser Holzding einfach nicht irgendwie kaufen kann im Raum, ein bisschen seltsam. So, dann noch ein Fittlauch. Fittlauch. Und da haben wir Pantimimi. Oh ne, haben wir auch schon 10. Ups, wann ist das passiert? Scheibenkleister. Das ist ein bisschen doof. Was ich die auch auf 10 habe. Also ob sie den Graslandfilm ist sowieso gar kein Pokémon mehr.
Wir haben noch einen Schmerbe, haben wir noch gar nicht gefunden. Ist so im roten Sumpfland interessant, wo da ein Schmerbe sein soll. Mantax, oh ja, das Vieh kenne ich noch. Das war echt nervig, Mantax. Na gut, in dem Sinne, schade, dann hat sie ja für uns momentan nichts Neues. Die Golfbären einfach, wobei eben das Ding könnte bedeuten, dass sie eine Chance hoch ist, dass ein Shiny auftaucht. Ja, wer will, kann das natürlich gerne machen. Machen wir jetzt aber doch mit der Hauptstory, Schrägstrich Poststory weiter und holen uns das nächste legendäre Pokémon. Im Kraterberg Hochland. So, das ist glaube ich sowieso relativ weit nach oben. Irgendwo beim Mondkampf, oder irgendwie sowas hieß es. Was sagt hier? Mondgruß Kampffeld. So. Was ist hier passiert, hä? Hast du schon mal von dem Pokémon Cresselia gehört? Ja, kenne ich. Auch Mondsichel-Pokémon genannt. Gehört hast? Cresselia soll die Verkörperung der Mondsichel sein. Seine Federn heißen Lunarfedern. Wenn man einen davon beim Schlafen hält, träumt man angeblich von den herrlichsten Dingen. Und dann abgestiegen ist, versteckt sich mein König der Höhle. Was? Der Tubal hat er versteckt? Warum das? Hab mein Herz verlegt beim Empfangen Cresselia. Oh Mann ey. Wir fangen legendäre Pokémon. Aber warum versteckt sich Elektroball? Und warum bist du hier? Ah, der hat auch so ein Schild, okay. Was zum... Ich bin auch verwirrt. Das kriege ich schon irgendwie hin. Umgekehrt denken. Okay, der Fluch ist aufgehoben. Ja, wir können auch kämpfen, Kumpel, ist gar kein Thema. Das wird schmerzhaft, würde ich jetzt sagen. Ja, also gut, ganz ehrlich. Den Move kann ich auch, hier. Ups. Das ist ein wahnsinnig faszinierendes Battle. Tja, was macht man da? Ich meine, die Offensivkraft. Hoff mal. Tempo Psycho. Aha. Warum klappt es bei Gardevoir, aber nicht bei Cresselia? Das ist eine Verarsche, Freunde. Cresselia freut sich aber so. Na schön. Ich bin der Boss. Ich bin Sneeboss.
Ja, war klar, dass man so keine drauf hat. Mann! Ich hoffe, wir machen ein bisschen mehr Schaden. Naja, Fee und Psycho hat, aber was will er gegen Tanduto machen? Wulnona. Alola Wulnona natürlich. Ja. Also erst einmal darfst du dich ein bisschen boosten und dann darfst du die Seele weiterhin schwächen. Und nun hat ja eigentlich so gute Defense-Werte, physisch und speziell, das müsste eine Weile reichen. Over zumindest. Ja, ein paar Treffer steckt sein. Hier kommt der Tonnenball! Puh. Das war hart. Die Furchttafel. Wieso hat sie die Furchttafel? Jedes Typs Unlicht in. Wenn man mich in den Bogen angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Unlicht. Okay. Kann ich benötigen. Naja, das stimmt wohl. Den großartigen Tsupagi aufgenommen hat. Es fehlt noch eine Tafel. Jo. So ist es. Und die werden wir uns in der nächsten Folge greifen, Freunde. Gehen wir ganz kurz hier hin. Haben wir hier noch die eine Sidequest. Ja, scheiße, wenn ich eigentlich schon hier war. Okay. Das heißt also, nächste Folge werde ich... Warte mal ganz kurz, wenn ich schon mal dabei bin. So, dankeschön. Nächste Folge werde ich hier mal die scheiß Sidequest annehmen. Ach, glaube ich, simpel machen. Offscreen ganz kurz noch die Pokémon sortieren. Heilen wäre eine Option. Ein paar Items ablegen. Aber ja, nächste Folge, denke ich mal, macht Sinn, erst einmal in diese scheiß Ballondinger zu machen. Dann holen wir uns Wedge Gigas. Und dann müssen wir eigentlich soweit hier durch sein, wa? Den Tafeln. Wobei 15 haben wir 16, da fehlen noch 2, 17, 18, wa? Die Feentafel fehlt ja noch. Die gab es ja damals in der 4. Gen auch noch nicht, weil es halt noch keinen Feentyp damals gab, aber rein theoretisch. Fehlt sie ja trotzdem noch. Okay, warte mal. Was ich gucken wollte. Okay, einen Blatschen habe ich noch, okay. Ich brauche noch einen für Voltoball. Entwicklung zu Hisui Elektroball. Wir haben Cresselia gefangen. Zum ersten Mal gefangene Pokémon. Yeah, Mann. Ja, der was. Nie was. Battlestufe 10. Jo. Nice. Und Cresselia. Das müssen wir was machen. Immerhin. Alter, auch schon Stufe 7. Noch die Forschung fortsetzen, Kumpel. Wir haben jetzt 217 Pokémon. Läuft, Freunde, läuft. Eben mit allen Legendären und so zusammen sind es ja 242, aber offenbar für Arceus zählen ja diese Legis wie Shaymin, Darkrai, Mana-Formation nicht dazu. Das wissen wir auch. Und glaube, bis wir, glaube ich, zu Arceus kommen, brauchen wir nur 237 Pokémon entsprechend, also fehlen uns noch 20. Und etwa 10 Stück davon, oder sogar noch ein bisschen mehr, müssten wir eigentlich noch durch Legendäre abdecken können. Ja, wobei 10 kommt, glaube ich, etwa 3, 4, ja gut, sind es ein bisschen viel. Mindestens 6 sind sicher. Und der Rest halt Pokémon, die ich jetzt noch nicht gesehen oder gefangen habe, halte ich ihm ja noch hin. Das geht davon, das geht noch. Bis zum nächsten Mal, zurück bei Pokémon Arceus. Ciao zusammen.